das immer schwer zu schwätzen an so ein Konsensthema von den nicht d'accord ist. Ich meine trotzdem. Der Georges Engel sieht, dass das erste Ziel wird zu soen, der Benefiz als nicht alles. Und ich gehe ihm recht. Denn Herr Amtsia freut sich darauf, dass seine Firma, die ihn heute deklariert hat, dann demnächst keine Steuern mehr muss bezahlen. Ich verstehe das. Ich meine mir aber Sorgen. Ich denke, dass die 25.000 Leute, die 2011 an diesem Sektor geschafft haben, an die, wie gesagt, als schwer vermittelbar wären, es geht ja darum, dass die sollten an den ersten Arbeitsmarkt durchgehen. Und ich freue mich, ob mit diesem Projekt, ich komme am Detail dazu, ob mit diesem Projekt nicht erster Leute, die einen normalen Arbeitsplatz haben, am ersten Arbeitsmarkt, nachhaltig an den dritten subventionierten, soi-disant sozialen Arbeitsmarkt gedrängt gehen. Denn Georges Engel hat mit Recht darauf hingewiesen, dass haut SPL ohne Autorisation de Commerce, ich persönlich sowieso gegen die Konzepte, das wir sehen, nicht können und Ausschreibungen teilholen. Und da ein bisschen krumm an der Heck, schwätzt von einem Level Playing Field zwischen den sozialen Gesellschaften. Aber wo ist den Level Playing Field von normalen Gesellschaften mit den Gesellschaften, die haut gegründet gibt? Das ist nicht ein froh für oder gegen eine Sozialwirtschaft. Wir sind all dafür. Das ist auch nicht ein froh für oder gegen ein christliches Gesellschaftsbild, Herr Kees. Es geht um ein Level Playing Field einer normalen Ökonomie. Gärtnererbichten, Schneeraumen, Putzen, Raumen, die Geschichten, Transport, Busfuhren. Dieses Projekt ist für mich, für die DDR, den Inbegriff von einer Foss-Bonn-Idee. Entschuldigung, dass ich Französisch so, mir einen besseren Ausdruck plötzlich fällt mir nicht an. Ein Foss-Bonn-Idee, Herr Präsident. Eine falsch gute Idee. Eng falsch anstatt den Pakt sozial zu fördern, geteilt hier und allem eng Situation illegal von der SPL, die ohne Autorisation schaffen, regularisiert, die bislo schon schaffen und noch an Zukunft schaffen, mit einer Subvention vom Staat. Und am Endeffekt gehen Paien bezahlt, die subventioniert sind, weil der Staat die Paien überhält. Privatgesellschaften, die müssen Normalpaie bezahlen, an die Normalobligationen erfüllen, hun gegen die dote Gesellschaften keine Chance mehr. Froh, die sich stellt, als nicht, ob man sozial schwer Leute einen Arbeitsplatz besuchen, mit froh, als ob man nicht Leute, die Haut am Brot an Arbeitsplatz hier Arbeitsplatz holen, an den doten dritten Arbeitsmarkt drängen. Ob man nicht normal Arbeitsplätze zerstören. Ob man nicht aus normalen Salarien Leitmerken am dritten Arbeitsmarkt als subventionierte, soi-disant sozialen Betriebe. Außer natürlich die Kollegen an die Kameraden, die man bis zu 6 Monate Mindestlohn bezahlen als Chef d'Equipe oder als einer führenden Positionen an den sozialen, soi-disant sozialen Gesellschaften. Chambre de Commerce hat gesagt, sie geben sich wundern, dass dieses Projekt laut der Fisch keinen Impact hat auf das Budget. Natürlich hat dieses Projekt einen Impact auf das Budget, wenn wir schaffen hier eine Erdgesellschaften, die keine Gewerbesteuer bezahlen, keine Vermögensteuer, keine Steuer auf ihren Benefiz. Die Fisch, die dabei war, beim Projet, die sieht, le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation? Da sagen sie, non. Und das ist richtig, weil effektiv, nein. Die Gesellschaften können die Leben nicht einfach gemacht. Die müssen ein Agreement fragen, die brauchen eine Reviseur d'entreprise. Herr Amtsia, wisst ihr, was das kann, eine Reviseur d'entreprise? Es gibt Indikatoren angefordert, die absolut nicht definiert sind, aber wenn die nicht angehalten gehen, da gehen die Gesellschaften, sie kriegen nicht einmal eine Chance, sich umzuwandeln, sie gehen liquidiert auf Unordnung vom Procureur. Das alles Ernstes wie eine Simplifikation administrativ, das für mich Ausgeburt von einem total bürokratisch denkenden Mensch.
besonders die Liquidation, ja, ich weiß, Herr Engel, an Ihren Ehren verstehen mir alle gute Gournage, an dir versteht alles. Die Liquidation durch den Procureur, wann enke ja den Agreement zurückgeht, fand ich ganz schlimm, weil wo ist dann do sozial Gewissen, wo ist dann do christlich Menschenbild, wann die Leute dann, die do schaffen, ihr Arbeitsplatz für Dinge, weil die Gesellschaft liquidiert wird, anstatt dass sie zumindest Chance kriegt, sich umzuwandeln. Wo ist die Egalität durch die Bürger, wann per Arrondement sobald wie eng einzig per Rendement, du hast natürlich eine Gesellschaft, die auch nur eine kleine Anschubfinanzierung bräuchte vom privaten Markt, dann fallen sämtlich steuerlich Vorteile weg, da muss die Gesellschaft Steuern bezahlen, das ist nicht normal. Der Conseil de la Concurrence sieht nicht nur, dass der Titan keine Réponse optimal wird, also keine optimal Antwort auf das Problem von den SPL, die als Hauptsache eine Aktivität Ökonomik verfolgen, was schon eine Anormalität als solches ist. Aber ihr seht, es hilft nicht nur nicht dem Développement de l'économie sociale, mais das eine mesure où on introduit une distorsion de la concurrence en faveur et contre les intérêts des entreprises traditionnelles. Das ist genau das, was hier geschieht. Das ist keine gute Idee, das ist nicht en faveur von den Salarien, das ist nicht en faveur von einem christlichen Gesellschaftsbild, das ist die Institutionalisierung von einer Konkurrenz deloyal geht Entreprisen, die TVA bezahlen. Ich rappelliere, dass man demnächst ein Gesetz wird stimmen, dass alle Gérants und alle Administrateurs d'office responsables für TVA die encaisseiert, das auf Faveur von Entreprisen, die kein normal Paie bezahlen, mit subventioniert Paien, die keine Steuern müssen bezahlen, weder Gewerbesteuer, noch Vermögenssteuer, noch Steuer auf den Benefiz, die also eine total illicit Konkurrenz deloyal können machen, an dat sogar beim Marché public. An dat gehen Gesellschaften, die sich müssen und Regeln halen, dat heißt, die Preise gegen die Preise, die einfach durch den Marché diktiert gehen. Es gibt eine Konkurrenz zwischen staatlichen Betrieben mit Kameraden unterstützt, die 6-mal den Mindestlohn kriegen, gegen Privatentreprisen, wo man abfeiern, dass der Gérant oder die Administration d'office responsable ist für alle Fotogestion, oder zumindest eine schlimme Fotogestion, und da kann vom Procureur poursuiviert gehen. Das ist eine Zukunft für eine Staatsökonomie, wo die Entrepreneuren Funktionäre gehen, anstatt Förderung von Privatinitiativen. Wenn er sich schon nicht fördert, dann muss es wenigstens gewähren. Es ist so nicht merci, und es ist so nicht, der selbstverständlich stimmt gegen dieses Projekt.